Ja, herzlich willkommen. Ich bin der Vega von greengames.ch und begrüße euch zurück zu einer weiteren Session Legend of Zelda Ocarina of Time. Und ich spiele heute, letztes Mal habe ich aufgehört mit dem Eingang vom Feuertempel und werde jetzt versuchen, ja, mal, das wird wahrscheinlich drin liegen, dass ich in dieser Session schaffe, den Feuertempel zu absolvieren. Ich bin mal gespannt. Der Feuertempel ist so ein bisschen eines von meinen, wie soll ich sagen, einer von diesen Punkten, einer von diesen Levels, die ich sehr ungern mache. Weil, das ist eines von diesen Levels gewesen, wo ich einfach nicht geschafft habe, wo ich überhaupt, weiß auch nicht, hohe Problem, hohe Schwierigkeiten gehabt damit. Ich werde euch dann den Ort zeigen, den Punkt zeigen, wo ich so Schwierigkeiten hatte. Es war eigentlich mega simpel gewesen, wo ich es dann geschafft habe am Schluss. Oh, warte mal schnell, Darunia. Wer ist da? Bist du es, Link? Tatsächlich, Link. Du bist erwachsen geworden. Ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten, doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät, er hat die infernalische Drachenkreatur Olvagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goronen der Bestie zum Fraß vorwerfen, als Warnung an alle, die ihn trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Link, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Link. Oh shit, ich habe jetzt mal all die Stimmen wieder ausgraben und so. Ich hatte keine Ahnung mehr, wenn ich den Darunia an mich geredet habe. Kein Plan mehr. Wie ist das jetzt genau? Komme ich jetzt da über irgendwie? Mal dort überkomme ich. Aber es gibt ein Level, oder ein Punkt von dem Level, von dem Dungeon, der mich mega beschäftigt hat. Es ist so weit gekommen, dass ich sogar ein Lösungsbuch gekauft habe, extra, weil Internet und so ist noch nicht so wahnsinnig populär gewesen, wenn überhaupt. Und ich mir tatsächlich ein Lösungsbuch gekauft, um zu schauen, wie wird das bestimmte Level gelöst. Ja. Und das Lösungsbuch hat das auch nicht als Problem angeschaut und ich bin einfach nicht klar gekommen, wie ich das schaffe. Also ich will es euch dann zeigen. Das wird lustig. Anyway. Und die Qual haben ein Ende. Ich bin frei. Als Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis. Um zu der Tür zu gelangen, in der Darunia verschwunden ist, musst du den Pfeiler, der aus der Decke ragt, nach unten befördern. Finde einen Weg, der dich in die oberen Stockwerke bringt. Okay, Nummer 1, Korone Nummer 1 ist frei. Was sind das, etwa 6 oder 8 Koronen? Und was er gesagt hat, das Ding da, der Pfeiler da oben, der muss runter. Das heisst, ich muss mal dort runterkommen. Ich muss dort raufkommen und den Pfeiler runterschlagen. Okay. Das Schlüssel. Perfekt. Da in die Mitte komme ich nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist die Distanz zu gross. Oh ja, das habe ich nicht. Oh, sollen wir nicht mal Leben abzogen? Was? Eben, das wollte ich sagen. Ist das wegen der Corona-Rüstung, dass ich da keinen Schaden nehme? Bis zu einer gewissen Zeit. Ich meine, das wird gerade instant quasi zurückgesetzt. In dem Fall nicht. Au. Was ich jetzt noch versuche, ist das komische Ding auf der linken Seite. Wo aussieht, wenn es so eine Uhr wäre. Oder also ein, was sagen wir dem? Grandfather's Clock ist das doch auf Englisch. Keine Ahnung. Wo aussieht, wie eine Uhr. Da kann ich nämlich über. Aber ich glaube, das hat nicht allzu viele Auswirkungen.
Aber ein Fee. Fee kann nie schaden. Ah ja, genau. Ich habe vom Waldtempel nachher nur recht wenig. Also recht wenig, recht viel Brauch gehabt. Ah, das hat sogar noch mal eine. Ich glaube, ich könnte sie sogar... Just in case auch noch einsammeln. Das ist klar, weil das ist natürlich das Boss-Tür, wo ich nachher muss rein dann gegen Schluss. Das heisst, die hat es noch Feen für den Fall. Aber ich glaube, die sind auch wieder respawnen, sobald ich aus dem Raum rausgegangen bin. Das ist ein paar Bomben, das ist schon gut. Ist das richtig mit dem... Ah ja, das ist ein Boss-Tür mit dem grossen Schloss. Alles klar. Und jetzt hätte ich eigentlich theoretisch einfach so machen können. Ja, voll. Ohne Schaden zu nehmen. Lustig. Das habe ich ganz anders im Kopf gehabt. Lava ist zum Teil wirklich recht böse, was das angeht. Okay. Ja, jetzt kommen die wieder. Ah, anzündet. Hey, kann es sein, dass ich generell einfach für weniger Schaden nehme, wenn ich die Rüstung habe? Ja, speziell. Ah, ja, stimmt, da kann ich gar nicht durch. Bitte, bitte friss mich nicht. Wenn du mich frisst, wird ich ganz schlecht werden. Du würdest es bereuen. Nein, ich esse dich schon nicht. Ich wüsste nicht wie und wieso. Ja, genau. Aber den kann ich erst befreien, wenn ich auf der anderen Seite hineinkomme. Für das brauche ich das eine Tool, das ich da in dem Dungeon finde. Das geht gar nicht. Noch nicht. So. Und dass die hohen Fledermäuse einfach ständig respawnen, das nervt ein bisschen. Aber ich kümmere mich jetzt mal nicht um die. Okay, das ist der grosse Mittelgang. Genau. Wo ich... Ja, Jens das kann machen da innen. Doch mal... Ja, gehen wir mal links anfangen. Da hat es einen Dingsstein. Ah, jetzt ein Zeitstein ist das, keine Ahnung, wie man dem sagt. Art ein Obelisk. Mal schauen, was man da hinten findet. Vielleicht sogar ein... Ja, ja, schau da. Aha. So, was hast du mir zu sagen? Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Danke. Lass mich dir ein Geheimnis anvertrauen. Wände, die du mit dem Relikt der Goronen zerstören kannst, klingen hohl, wenn du mit dem Schwert dagegen schlägst. Ah ja. Genau. Kann man sie sogar auch mit der Bombe kaputt machen? Mal abchecken. Sobald ich den eine habe. Und nochmal ein Schlitterli. Sehr gut. Ah, die Kamera hat schon eingestellt. Gut. Also, jetzt... Ja, ja, ich weiß. Hey, sieht das hier nicht aus wie das Symbol am Zeitportal? Das tut's. Und ich weiß auch wieso. Ja, perfekt. Jetzt kann ich nämlich auch rauf. Schauen, ob es noch etwas Spannendes zu entdecken gibt. Blibim. Boing. Boing. Ah, Skulpturle. Und dann mache ich zurück. Gut, das war's. Ah, das sind die angenehmen Schleim. Kann ich da etwas machen mit dem? Ja. Schmeißen wir ein paar Pfeile hinter. Oh, das ist zu schnell gewesen. Da gibt es doch relativ viele Ruinen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ein 20er, ja voll. Das Symbol erinnert mich an die... Was ist das? Touristenattraktion, wo man die Hand reinheben kann, um seine Zukunft voraussagen. Nur, dass man hier die Hand nicht reinheben kann. Das wäre noch lustig.
So wie so die Zeitsteine, die man kann schlagen hier im Game. Nur halt einfach mit der Option. Es wäre noch lustig, wenn man da könnte seine Zukunft voraussagen. Du wirst in 2 Minuten sterben. Dann stirbst du einfach oder so. Okay, wo sollen wir rüber? Gerade vis-à-vis, glaube ich. Überwiegen wir es doch mal. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so sicher, für was es die Steine sich bewegen, was es genau für einen Effekt hat, wenn sich da die Steine bewegen. Da irgendetwas Bestimmtes suchen oder... Oh, hoppla. Oh. Erwischt. Ich glaube, ich kann da einfach so rüberrennen, oder? Ja, genau. Perfekt. Dann bin ich bei der verwünscht dann. Ach, tief gewesen. Oh, das ist zu hoch. Komm jetzt. Okay. Genauer schaffe ich es nicht mehr. Nee. Erwischt. Und ich auch noch. Gut, wieder die Herzen voll. Das sollte ich rein, oder? Ist das einfach ein... Ah, das ist eine von diesen Wänden, genau. Boing. Und so tönt. Das heisst, ich kann nur mit dem Relikt von der Corona das aufmachen, aber ich habe gemeint, mit der Bombe geht es auch. Ja, also sag's doch. Was ich auch noch im Kopf habe, ist, dass gewisse Türen keine Türen sind. Darum habe ich jetzt schnell draufgehauen mit dem Schwert. Nice. Corona Nummer 3. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Lass mich dir als Dank dafür etwas verraten. Einige Schalter dieses Tempels lassen sich nur mit Gewalt aktivieren. Das Relikt der Koronen kann dir dabei hilflich sein. Ja, genau, das sind dafür die verrosteten Schalter. Das stimmt. Machen wir doch. Perfekt. Schlüssel Nummer 2. Also ja, Nummer 3 insgesamt, aber 2 auf Vorrat, das ist immer gut, vor allem im Tempel. Damit man verschiedene Optionen übrig hat. Ich glaube, das wäre es eigentlich schon gleich gewesen, oder? Da in diesem Raum innen, oder? Ich glaube, ich kann jetzt einfach da hinten laufen. Ich check immer noch nicht genau, wieso die Blöcke da so sich bewegen. Was genau... Ist das irgendwelche Skulpturen oder so? Ich kann einfach da drüber laufen. Ah, es macht viel. Gar nicht schlecht. Ich habe keinen Plan. Ich glaube, das ist sonst nichts. Das ist einfach so ein bisschen Verzerrung. Ja, ja, passt. Gehen wir mal die Tür durch. Aha. Das habe ich ganz anders in Erinnerung. Da. Cool. Was das blau ist das im Originalspiel auch blau gewesen? Das kommt mega unbekannt vor. Irgendwo sind noch mehr. Ich weiß aber nicht wo. Wieder. Ja, sonst ist der Dungeon eigentlich nicht so schwierig, der Feuertempel. Aber er hat mich einfach... Es war einfach ein riesiger Troll gewesen, bis ich das endlich gecheckt habe, wie man das machen muss. Und ja, eben. Aber ihr werdet es dann sehen. Es gibt so... Ja, also eben, das Problem war, weil ich nicht gewusst habe, was ich genau machen muss. Oder wenn ich das Problem löse, bin ich einfach so vorwärts und rückwärts in dem Bereich gewesen, den ich bereits schon kennt habe, dass ich fast wahnsinnig geworden bin. Das hat sich ein bisschen schwierig gemacht, das Ganze. Ein bisschen nervig vor allem. Darum...
Ah, shit. Das wollte ich eigentlich nicht wollen. Ja, darum habe ich eben nicht so gute Erinnerung. Eigentlich noch fast weniger gut als der Wassertempel, wo viele einfach zu Tode hassen. Also ja, zu Tode hassen. Das ist ja generell eigentlich so ein bisschen der Tempel, wo die meisten Leute am wenigsten gerne haben. Ich habe eigentlich noch Gefühl gefunden, ganz ehrlich gesagt. Also, er ist recht... Er ist ein bisschen knifflig, weil du einfach ständig im Wasser bist und das Wasser musst du auf und runter lassen und dann machst du es falsch und blablabla. Das ist ein bisschen nervig, aber ich finde das eigentlich nicht so schlecht. Vor allem, es hat auch coole Gegner, muss ich mal sagen, also recht coole Gegner. Und der Dungeon an sich ist cool, es sind coole Rätsel dabei. Ich weiß gar nicht, was alle immer haben. Aber was das angeht, habe ich den Feuertempel eigentlich viel mehr gehasst. Aber ja. So, ich habe es immer cool gefunden, dass der Würfel genau drinnen passt, in die Lücke rein und genau auf die richtige Höhe rauf mag. Eigentlich von dem her idealst. Und jetzt hat es sich übrigens auch gerade gelohnt, dass ich halt eben mehr Schlüssel dabei hatte, als ich den einen Goron... Nein, am Anfang den habe ich gar nicht geholt. Aber den links, als ich den links auf Anfang schon mal geholt habe. Weil dann ist es nämlich schön aufgegangen. Ah, das ist die kleine Version von diesen Schleim. Ist das schon wieder gegangen? Der Lavaschleim kriecht heran. Wenn du das Feuer auf seinem Rücken gelöscht hast, zerstöre ihn, bevor er wieder entflammt. Genau, da kann ich nicht hitten, weil solange er... Ja doch, kann ich. Ich meinte, ich kann dich gar nicht angreifen, solange er noch brennt. Aber in dem Fall ist das nicht der Fall. Schauen, wenn er das Blümbelli schmeckt. Gut. Das ist ein schräges Feuer. Was muss ich machen? Sicher mal dort rüber. Schauen, was passiert, wenn ich da den Kristall anschiesse. Weiß ich gar nicht mehr. Ist das ein Zeitschalter? Ja, voll. Hm. Ja, ich kann nicht runterwählen. Wir müssen nochmal schnell schauen, wo genau das Feuer ausgeht. Ist es oben echt? Ganz sicher. Auf jeden Fall, da kann ich eh nicht rauf an dem Stein. Das heisst, die einzige Möglichkeit, die ich habe mit dem ist, schnell am Abend zu ziehen. Und ich glaube eben, dass ich nicht da in die Lücke rein muss schieben, wo in die Lücke schon extra dafür da ist. Das ist etwas cool am Zelda. Alles hat so ein bisschen seine Funktion. Und jetzt komme ich nämlich eben auch rauf. Ja. Ich jetzt da auch rauf. Da komme ich auch rauf. Da ist das Feuer. Wenn ich da runtergehe... Ups, das war zu weit gewesen. Will ich mich da aufziehen? Nein, das geht nicht. Aber da rauf sollte ich eigentlich... Ja, das sollte ich raufkommen. Gut. Ja, jetzt kann ich nämlich den Kristall da von oben her zu betätigen. Gut. Vielleicht könnte ich sogar so. Ich weiß natürlich nicht, ob es funktioniert hat. Ja doch, das geht. Ich habe nicht gewusst. Oh, das wird knapp. Ah, okay, ist geschafft. Oh, aber hure knapp jetzt gelangt. Ich jetzt dachte ich hier auf dem unteren Stock, also beim unteren Dings, einfach mit dem Enterhack den Schalter betätigen. Aber offenbar mit dem Bömbel ist es auch okay. Gut. Und jetzt sind wir in einem Labyrinth, wo Steine rumrugeln, die irgendwelche Gegner sind. Jetzt müsste da... Ah, das ist der, der anzeigt. Ui! Oh, der war eher knapp gewesen.